Hallo miteinander und zurück sind wir vor dieser mysteriösen Tür, wo wir nicht wissen, wohin führt. Und wie wir uns schon lange entschieden haben, wollen wir da unbedingt schauen. Was ist da dahinter? Ganz gespannt. Natürlich haben wir uns sicher vermisst, schon seit langer Zeit. Sind wir nicht mehr so viel online gewesen, aber wir haben natürlich weiter gamen gehabt. Leider nur das zweite, wie der Jacko ist irgendwo im Netzwerk hängen geblieben. Wir wissen nicht genau wo. Ja, das ist unsere schöne Welt. Geniessen Sie und schauen Sie mal an. Es gibt sehr viel zu entdecken. Jawohl. Unser wunderschönes Hauptgebäude nach Stil Burg mit diesen schönen Türmen. Aber wenn wir denken, wir haben da eigentlich angefangen und eben, was wir nicht vergessen ist alles im Survival-Mode passiert. Also jeden Stein haben wir selber abgebaut, gebrannt und wieder aufgebaut. Jetzt machen wir auch mal eine Episode, wo wir das Ganze aus dem Kreativmodus sehen, um das Ganze noch ein bisschen besser anschauen. Wir gehen natürlich noch ein bisschen detaillierter darauf ein. Weitere Gebäude. Die Wüste gerade nebendran. Ja, ein schönes Gebäude geworden. Wenn du denkst, am Anfang war es so ein Erdloch und dann haben wir kontinuierlich aufgebaut, grösser gemacht. Dann natürlich optisch noch ein bisschen angepasst. Das hat mal nicht so schön ausgesehen. Ja, und ich denke, es ist eine schöne Basis geworden. Ich denke, von außen sieht man das. Und ja, hat aber noch vieles mehr als so. Genau. Diverse Nahrungsmittelfarmen, alles automatisiert. Ich glaube auch etwas vom Ersten, was wir gebaut haben. Wie ist generell eigentlich das Wichtigste die Ernährung, sonst wird es sehr mühsam in Minecraft. Von dem her haben wir das relativ schnell dann automatisiert gehabt, damit der ganze Abbauprozess nicht so lang geht. Werden wir dann noch ein bisschen genauer darauf eingehen, wie das Ganze funktioniert und was man da alles machen kann. Jetzt haben wir schon mal einen Eindruck über, wie das überhaupt mal aussieht, dass wir unser Dorf sehen, das wir selber aufgebaut haben. Interessant, ja? Wunderschön. Natürlich gehören auch Tiere dazu. Schöfli-Farmen. Automatische Hühnerfarm. Fleisch ist natürlich praktischer als Gemüse. Darum haben wir das auch noch irgendwo farmen. Auch alles Gebäude, die halt irgendwie entstanden sind, nicht irgendwie angeglichen am anderen, sondern eins nach dem anderen. Aber wenn ihr mal wüsstet, wie es am Anfang ausgesehen hat, dann schade, haben wir keine früheren Episoden gemacht, nur den Fortschritt gesehen. Aber jedenfalls ist alles mal ein riesen Erdhügel und ein Gebäude nach dem anderen. Und dann haben wir es noch ein bisschen angepasst, dann haben wir irgendwie einen Weg noch durchgezogen. Ja, und mittlerweile sieht es doch schon nach einem kleinen Dorf aus. Ja. Jedes Haus natürlich seinen eigenen Stil. Immer wieder ein etwas Neues probiert. Ja, wichtig, dass jedes Tier seinen Stall hat, sonst kreuzt es sich noch komisch. Genau. Artgerechte Haltung. Da ist unser Pferdestall. Für diverse Ausritte sind unsere Pferde schön sortiert und bereit. Auch ein schöner Bau vom Knot, wirklich. Detailliebe erkennt man da. Nur die Rösser wollen nicht so recht. Ja, die sind zum Teil ein bisschen störrisch. Für das viele Holz braucht man natürlich eine Baumfarm. Alle Holzarten. Jeder, was Minecraft kennt, weiss natürlich, Holz ist etwas vom mühsamsten zum Abbauen, ist schwierig zu irgendwie farmen oder so. Aber wenigstens haben wir so Platz, um das relativ schnell abbauen, halt gleich mit der Axt. Dann für die Unterhaltung haben wir natürlich auch unsere Unterhaltungsecke. Der Entertainment Corner. Genau. Für wilde Nacht. Ja, da haben wir schon viel gefeiert. Ja. Das Schaf ist jetzt noch dran, das ist irgendwie hängen geblieben auf irgendetwas. Ja, das ist jetzt recht. Ja, ist auch wichtig, oder? Nicht nur immer arbeiten und abbauen, sondern
soll sich auch belohnen dafür. Haben wir noch eine kleine Schneefarm für diverse Schneeprojekte, wenn man viel Schnee braucht. Ist natürlich auch nahe bei der Disco, damit das Bier immer schön kühl bleibt. Wichtig. Genau. Schöner Übergang unter dem Meer durch, wo die Pilzinsel, glaube ich, übergeht. Gell? Mhm. Seit er noch Würfel schießt, ist er jetzt auf das umgestiegen. Ja. Ist halt in Minecraft so. Ein Knoten ist eben nur Rindfleisch von Pilzkühen. Mhm. Mit Pilzsoße dazu. Dann hier ein Wunder von der Natur. Unsere Schwebeinsel. Oh, ja. Die steigt, glaube ich, immer ein bisschen. Ja, schon, ja. Das Wasser drückt sich halt immer wieder ein bisschen hoch, das runterfließt. Ja. Gewisse Aufwind, die dort herrschen. Mhm. Thermisch bedingt. Genau. Aber ein wunderschöner Blick auf unsere Welt. Ja, dann hier unser Wüstendorf. Der Jason hat einmal ein kleines Hütchen errichtet. Er war auch mal kurz Gast bei uns. Mm. Nachher leider nicht mehr. Aber vielleicht erkennt er die Welt noch. Ja, hat sich doch recht gewandelt. Dann hier ein wunderschönes Wüstenhütchen. Die Wüstenvilla vom Schulti allein erbaut. Ja, relativ alt. Das ist ein Relikt fast aus Minecraft-Zeiten. Ja. Aber hat sich gut gehalten. Oh, hat Sturm und Wind. Nebendran die wunderschönen Kugeln. Mal etwas nicht Eckiges. Das ist eine runde Sache. Genau, wir haben mal versucht, mit etwas Eckigem etwas nicht Eckiges zu bauen. Und ja, das ist dabei rausgekommen. La Boule. Und vor allem aus Distanzen kommt sie dann ja, noch ein bisschen mehr Ausdruck über. Mm. Auf der anderen Seite natürlich wieder schön verbunden mit unserer Basis. Genau. Da ein Brückli. Natürlich alles mit schöner Botanik überall, ist auch wichtig. Da vorne sehen wir gerade noch schnell den Übergang von unseren Itemlifts. Auch sehr interessant, sehr, sehr praktisch. Ist mit Minen und mit unserem Haus verbunden, kommen wir aber eben genauer noch drauf zu. Sieht aber spannend aus. Wunderschön. Ja, ich würde mal sagen, das war unsere südliche Halbinsel. Und ja, ich denke, es sieht schon mal spannend aus. Es gibt noch viel zu entdecken. Jetzt ist eben auch schon Nacht geworden. Und ja, ich denke, wir sehen uns in der nächsten Episode noch im nördlichen Teil. Wir sehen dann noch den Rest. Und ja, es gibt noch viel mehr zu entdecken. Also, sind gespannt und wir sehen uns gleich. Tschüss zusammen. Ciao zusammen.